Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir den Karneval der Verdammten überlebt. Und ich scheine immer mehr zu failen, was den Scheiß hier angeht. Ich kennt gerade echt, kennt Marcel mal einen Achter ins Hemd tretet oder vor. Und ja, egal, okay, so können wir zumindest mal die Spritze verwenden. Ja, und dann sind wir noch im Karneval hier gelandet. Und ja, hier geht auch wieder die Luzi ab, wie es aussieht. Dort drüber haben wir noch einen, wo drüber? Dort drüber haben wir noch einen Kontrollpunkt gehabt, so ein großer Raum. Da konnte ich den Masterhebel nicht umlegen. Und so wie es aussieht, muss ich erstmal hier durch und hier irgendwas erledigen. Genau, dort drüber ist schon was glitzert. Und glitzern ist immer gut. Oder was leuchtet. So, das entschärfen wir mal. So. Kann man das auch entschärfen? Das ist etwas unbehaglich, dass da Dynamitstange hängen, finde ich. Gefällt mir nicht so gut. Ja, gut. Je, oh je, oh je. Hier haben wir noch was Optionales. Ach du liebe Zeit. Das entwickelt sich hier echt zum recht große Gang. Recht große Gang hier. Der auch mehrfach gesichert ist. Und bitte. Dankeschön. Das ist mir sogar genau mittig. Und was sind wir hier? Wieder Batterie, ne? Hat man ja schon mal in der letzten Episode beim Karneval. Da liegt noch Brühe. Ich mag das auch echt nicht verpassen. Weil, wie gesagt, mir wurde schon auf Facebook in den Kommentaren gesagt, guck dich doch mehr um, du lässt Zeichlige. Mein Inventar-Messi-Gamer-Herz blutet. Und das will ich ja nicht. Ich bin ja selber so ein Inventar-Messi, der eigentlich immer alles haben will. Okay, du kannst uns mal nichts auf der Herrenschädel klatschen. Und ich glaube, ich muss die Batterie einsetzen, damit ich die Wichtigtür aufmachen kann. Okay. Blutfilter ist nie gut. Da haben wir noch... Ist das ein Schäm-Dich-Schrank oder sowas? Nee. Okay, ich will nicht, dass der Rudi uns die ganze Zeit da vorne dran springt jetzt wieder. Da geht's ja irgendwo weiter. Ja, das gefällt mir nicht. Wird jetzt vielleicht noch ein neuer Bossgegner oder so eingeführt. Wir hatten ja auch noch den Mutante-Hund mit 3 menschliche Leiber. Also, nicht, dass der noch eventuell jetzt kommt. Am Ende vom Kapitel 8 war das, glaube ich, von das Samenkorn war das, glaube ich, wo dieser Mutantenhund dann kam. Ich glaube, in Folge 17 haben wir den gesehen. Wieder ein Kontrollpunkt, okay. Da geht es wohl offiziell weiter, aber dort war noch was. Ah, ne, nur Rieslingflasch, okay. Wenn es da offiziell weitergeht, da ist wieder Rieslingflasch. Dann mag ich mich da nochmal umgucken. Und 5 normale Pistolemunition, das ist klasse. Okay, ich habe irgendwie, hab's im Gefühl, dass die Dinger da anfangen zu rotieren, wenn ich den Strom wieder einschalte. Ich habe seit Moin beim Brunze gemerkt. Uff, das war Glück. Sonst hätte ich die Maulschelle gekriegt. Und zwar die Deluxe-Version. Und hätte wahrscheinlich auch einen Gesichtsverlust wieder erlitten, wie wir das uns schon beim Ackermanns-Schorsch gehabt hätten. Scheiße. Okay, reite mit. Jetzt ist wieder das Saft da. Ja, woher habe ich es noch gewusst? Der ist jetzt aufzumachen, genau. Aber der Rest sieht nicht sehr lebensbejahend aus. Okay, das ist... scheiße ist das. Da sind jetzt auch ein paar mehr Gegner gekommen. Und mit denen werden wir fertig. Hoffe ich. Bitte. Danke. Okay. Gretel hinter der Hecke ist auch wieder da. Hat sie was bei sich? Nee. Dann zünde sie lieber an. Der hat, glaube ich, ein Beil bei sich gehabt. Ja, das nehmen wir gern. Und er hat eine Spritz bei sich. Die nehme ich auch liebend gern. Oh, scheiße. Was gibt's so zu sabbern, Speckmann? Wie? Du kannst einen Axtstoß aushalten, Speckmann. Ach du heilige Scheiße, was ist dann das?
Der Mutante Jesus. Oh Gott, der schleppt sein eigenes Kreuz mit sich. Hau ab, Jemus. Oh Gott. Okay. Ich glaube, du müssen wir die harte Bandage auspacken für die Jemus. Und dann schieße ich mal dort mit ab. Stirb, Jemus. Okay. Kotz. Führen da mal Spritzel rein, dann wird alles gut. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und der Jemus hat 3000 Brühe bei sich. Ja, nicht schlecht, nicht verkehrt. Aber ohne Scheiß, wie der sein eigenes Kreuz da mitschleppt, das ist schon etwas krass. Okay, ich gehe wieder da rein. Und hätte ganz gern ein paar Bolze, die ich noch machen kann. So. Jetzt hätte ich ganz gern wieder zu meinen Sprengbolze wechseln, ja. Und, okay, alles gut. Alles Paletti. Okay, da hat noch der Speckmann was fallen lassen. Der hat noch enttäuschende 100 bei sich gehabt. Und da kann ich wieder was bewegen. Ja. Zieh mal natürlich, ne? War das jetzt klug, was ich da gemacht habe, oder war das saudumm mal wieder? Es war saudumm mal wieder, was ich gemacht habe. Okay. Verstehe. Okay. Renn. Wow. Ach, du liebst ja Gettel. Rette mich, Jemus. Scheiße. Oh nein. Ach du Scheiße. Wird es zurückgezogen wieder, oder? Okay, da kann ich mich hier dran verstecken. Und du ist 500 Blubber. Okay, die kommen nicht durch. Da komme ich wieder. Okay. Da klettern wir dann natürlich hoch. Meine Fresse. Das ist echt ein Spießrutelauf hier. Ein ziemlich fieser Spießrutelauf. Da haben wir noch einen Explosivbolzer, dann nehme ich 8 dankend A. Und 3 normale Pistolekuckler. Okay, also falls der Jemus wiederkommt, sind wir vorbereitet mit Explosivbolzer. Explosive Exklusivbolzer, nur für ihn, der sein schweres Kreuz zu tragen hat. 13.300 Schleim haben wir jetzt wieder bei uns. Das gibt mir auch wieder Mut. Das heißt, das nächste Mal im Speicherraum kann ich wieder erfolgreich auf der heißen Stuhl. Was ist das für ein Ort? Ich glaube, mir hätten schon mal gesagt, dass es im Rudi sei Winterwunderland ist. Also nimm nicht sei Fred. Das macht ihm doch so viel Spaß. Karte Fragment 19, das ist auch ganz gut. Ach, wenn ich die Dinger sonst nie finde. Jetzt wieder runter. Wo sind wir jetzt? Zu einem Ort war ich noch nie. Es ist wunderschön. Manometer. Bin ich jetzt gelangt? Da ist wieder Rieslingflasch. Da sind wieder Kiste zum Kaputtschlag. Ist mir jetzt egal, ob die Kameraden das hören. Ist mir jetzt gerade echt egal. Ah, so ein Maskeheiner wieder. Na gut, komm, stirb. So, ist mir jetzt egal. Trophäe erhalten. Der Zorn des Crimson Police Department. Scheiße, zweimal Jemus. Stirb, Jemus. Okay. Nein! Boah, ich hoffe, die haben wieder 300 Blubber bei sich.
3000. Sehr geil. 6000 Zeich abgestabt. Finde ich super geil. 2 Schrotpatronen. Ach, die finde ich extrem gierig. Der andere Hansel hat noch 300 dabei gehabt. Okay. Die Jesus-Zwillinge, die zünde ich jetzt mal lieber an. Bei denen will ich nichts riskieren. Okay, die kann ich nicht anzünden. Na gut. Okay. Aber euch zünde ich mal vorsichtshalber an, Bursche. Nehmen wir es nicht übel. Aber ich will keine fiese Überraschungen. Dazu kommt auch noch, dass ich ganz gern genau mein Limit haben will, was die Explosivbolzer angeht. Ich zünde dich einmal an. Wir Hensio. So. Das ist nur eine Fleischlieferung wieder. Die will ich am liebsten auch anzünden. Das ist so ranzig, Alter. Ach. Du ist... Alter, das ist echt so immens ranzig. Kann man den Scheiß nicht anzünden? Wird die Wurstsuppe gemacht? Die Harpune können wir nicht nehmen. Die Musik beruhigt mich auch nicht gerade wirklich. Und okay. Wieder 2 Stück. Alter, das ist so räudig und ranzig mit einer eklige Leicheberger. Ist so, hat sich doch noch einer hinterm Tüchel versteckt. Ne, 2 Schrotpatronen. Kann ich... Ne, Nuchlade kann ich auch nicht. Na gut, dann ziehen wir mal das Glücksrad hoch. Da drückt sich wieder der Enddarm raus vor lauter Gut. Hopp, nochmal, du Ochs. Ach, noch ein Umdrehung. Hopp, das kriegst du. So. Okay. Da haben wir Nummer 300 Brühe. 20.500. Ich glaube, damit können wir definitiv was anfangen. Wieder nur ein Bolzer, der nichts bringt. Der Ziehmichhebel. Jo. Zack. Okay. Das mag ich mal trotzdem noch mal so aus der Nähe angucken. Dass der nochmal runterklatscht oder so, ne? Okay. Kopf einziehen, sonst krieg ich schon eine Friese verpasst. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ah. Okay, verstehe. Verstehe. Na dann. Der Hebel ins Glück wird gezogen. Und... So. Rein die Gutstub. Der geht auch ausnahmsweise mal nicht zu. Jetzt bin ich gespannt. Lange Gänge sind nie sehr gut in dem Spiel. Oh, da ist er. Ich habe in der letzten Folge habe ich noch davon gesprochen. Boss, ne? Das wird unser nächster Boss, wie es aussieht. Dieser dreileibige, verwachsene, mutierte, in Anführungszeichen, Hund. Okay, 500? 20.000, nicht schlecht. Okay, man kriegt ja immer so Vorgeschmack auf seinen Bossgegner. Und sieht die immer in so kurze Visionen, bevor man sie dann richtig trifft. Und, haha, scheiße. Ich bin immer gespannt, wer das im richtigen Leben war. Der Mutanten Snoop Dogg. Scheiße. Okay, da ist nichts, was wir noch abstaben könnten oder sonst was. Da ist wieder ein Gang mit Rollstuhl. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Wahrscheinlich ist es wieder so ein Erinnerungszusammenwurf mit der Klinik. Wo der Dr. Psycho mit geschafft hat. Okay, gutes Zeichen. Okay, gutes Zeichen, finde ich. Hier gefällt's mir nicht. Scheiße.
Wow, okay. Aber dass man sich hier nicht verstecken muss, beweist zumindest, dass man nicht vom Rudi wieder verfolgt wird. Und das Tonbankgerät hören wir uns jetzt auch mal an. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall. Durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten. Dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Laura, eine Tatjana. Okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht Tatjana. Aber Tatjana ist dann wohl die Freak-Version davor, oder was? Ich kann es ja nicht sagen. Laura hieß aber seine Schwester. Okay, und die hat er wohl sehr geliebt. Bei solcher Landadlicher weiß man als nie, ob sie wirklich nur ihr Geschwister geliebten oder geliebten. Aber ich habe auch irgendwo in der Nähe noch das, ja, genau, vom Speicherraum habe ich noch gehört, genau. Aber, war da nicht noch der? Nee, Quatsch, war nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Speicherraum, wenn das hier eh schon ein Kontrollpunkt ist. Und die Bare haben wir auch genauso gut nochmal umsortieren können. Genau, dann gehen wir jetzt da rein. Gucken, was es da Gutes gibt. Zack. Vielleicht nochmal so ein Journal vom Bastel. Ja, da liegt noch ein Journal. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und das war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1.000.000 Mal mein Leben geben, um es zu verhindern, aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Wir können uns wahrscheinlich denken, was da passiert. Die hätten sich gescheiter, weil sie beide nicht damit umgehen konnten. Okay, was gibt's Neues? Die Trulla steht hinter. Gibt's was Neues vom mysteriösen Nachbar? Nee. Okay. Ja, uff, doch gruselig rumzustehen, Mädel. Okay, was gibt's jetzt wieder Neues? Haben Sie etwas vergessen? Ja, über 20.000 Sub reinzubringen in den Stuhl und direkt in meinen Hirnschädel zu ballern. Also, Ende 20.300. Jetzt haben wir wieder was zum Ausgeber. So, in was investieren wir es dann? Fitness wäre Möglichkeit. Sprintdauer ist jetzt nicht so wichtig mehr. Das war einmal. Da habe ich den Crit erreicht, den ich habe wollt. Ich könnte mal 12 reiföhnen, aber das ist... Nee. Das ist mal nicht wert, um ehrlich zu sein. Da könnte ich das Schade verbessern, dann hätte ich so gut wie alles verloren von meiner Sub. Schwierig. Da packen wir mehr rein. Dann können wir mehr von denen nehmen. Das ist schon mal ganz gut. Spanngeschwindigkeit. Wissen ihr was? Ladegeschwindigkeit mache ich hier jetzt auch mal. Das kann auch nie verkehrt sein. Beide Reserve. Mache ich jetzt 25. Ich mache Qualebolzer. Was kennt man noch? Nee. Das ist mal alles nicht gut genug. Dann mache ich nochmal Lebensenergie höher.
25.000, was eine extra. Ich glaube, damit habe ich mir echt einen Gefallen getan jetzt. Okay. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. So. Dann wird erstmal gespeichert. Die Werkzeuge des Meisters. Sind wir immer noch drin in dem Kapitel. Ja, ich mag überschreiben. Und ich jetzt sage, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns auch gleich wieder bei Let's Play The Evil Within Uf Pelzig. Also machen's gut und bis gleich. Eiern. Yankee.